Das Volk wollte nicht mehr hören, dass der Herrgott sein Führer soll sein und hat ihm verlangt, dass er denen König gibt, wo sie gouvernierten. Die haben ihm seine Führungskraft abgesagt, aber er hat gemacht, wie dies verlangt hat. Der erste König hat Gott nicht gehört, weil er einen Hex konsultiert hat, und der Herr hat ihn abgestoßen und hat David, einen Schäfer, rausgesucht, für den König zu sein. David hat Gott geliebt und hat ihm ehrlich gedient. Aber ein Großteil von seinen Nachkommen haben ihn nicht geliebt und haben vieles Verkehrtes gemacht. Der König Ezekias ist ihm David sein Beispiel nachgegangen und hat gemacht, was dem Herrgott sein Gefallen war. Er hat dem Herr seinen Tempel nochmal aufgemacht, weil er zugemacht war. Hat die Plätze vernichtet, wo waren für falsche Götter anbeten, und hat die Statue von den falschen Göttern verbrochen. Und hat auch die bronzene Scharak in Stiger gemacht, die, wo Moses gemacht hat, wo Neozer genannt war. Bis in die Zeit haben die Israeliten Inzens verbrennt für die Scharakse Ehren. Ezekias hat dem Herrgott Israel, seinen Gott, seine Sicherheit gehabt. Das Land hat nie einen König gehabt wie der, nicht davor und nicht danach. Ezekias ist mit dem Herrn verbunden geblieben und hat ihm immer gut gehört. Hat sich richtig gekümmert mit den ganzen Geboten, die der Herrgott dem Moses gegeben hat. Deswegen war der Herr mit dem und er hat viel Success gemacht in allem, was er gemacht hat.